welcome back. Bei Folge Nummer 4 von Zwischendurch. Ich habe mir es hier richtig gemütlich gemacht. Das ist auch die erste Folge, die ich jetzt übrigens mit Video aufnehme. Ob ich es als Videopodcast veröffentlichen bezweifle. Aber ich denke, für Snippets, für Socials und einfach zum mal ausprobieren, wäre das eine coole Sache. Von dem her, ich hocke hier gerade in meinem Büro, im Homeoffice, habe die Beine auf dem Pult, neben mir das Lichtsetup und die Kamera. Vielleicht habe ich vorhin noch ein paar Videos aufgenommen für Social Media, für Insta. As usual, denke, fangen wir an mit der Woche schnell rückblicken. Es war eine relativ langweilige Woche, aber gute Fortschritte gemacht im Allgemeinen mit meiner Strategie, wie ich Content kann produzieren. Letzte Woche hatte ich auch gerade noch Produktion gehabt, von dem her auch noch relativ viel noch in Post-Production gewesen. Relativ viel noch geschnitten und das Zeugs ready gemacht. Und ja, jetzt die letzten paar Tage wirklich den Fokus auf die Regelmäßigkeit hier auf meinem Kanal gelegt. Auf Insta habe ich jetzt wieder gute 6, 7, 8, 9 Videos, wo ready sind, auch zum Posten. Ich habe vor allem mein Workflow extrem optimiert. Ich habe in Notion so eine Page, wo ich von Idee bis zum Ready to Publish eigentlich alles immer festhalte. Das habe ich jetzt wirklich noch einmal ins Detail überarbeitet und einfach mir möglichst einfach gemacht zum Abfüllen, zum Weiterführen, dass ich immer etwa weiss, wie der aktuelle Stand ist und wenn ich meine eigenen Produktionen muss einplanen, dann nehmen wir dann einfach immer eben 2, 3 Mal im Monat, vielleicht auch ein bisschen regelmässiger, einfach jeden Donnerstag oder so Zeit, um die Videos mal abzudrehen, weil ich finde, für mich ist immer das Abdrehen nicht das zeitintensivste, aber das, was am meisten an einen Zeitpunkt gebunden ist. Weil da muss ich mich einfach zum einen im Moment gerade ein bisschen wohlfühlen, oder? Also irgendwie am Morgen um 9 Uhr fühle ich mich jetzt nicht gerade ready für so Videos aufzunehmen. Oder auch zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt auf dem Velo bin, whatever, du weißt, was ich meine. Von dem her muss ich mir wirklich einfach immer so einen Block rein, um mich ein bisschen mental darauf vorzubereiten. Aber geht auch immer besser und ich glaube, mit der Zeit spielt es dann auch immer weniger eine Rolle, wenn das aufgenommen wird. Genau. Und von dem her bin ich jetzt froh, habe ich dort die Struktur drin, dass ich einfach herhocken, abdrehen und dann der Edit, das erledigt sich meistens von alleine. Oder ja, mache ich dann auch mal noch oben gern, hocke einfach her, dann noch 2, 3 Stunden meine eigenen Videos bearbeiten. Und kann sie mal veröffentlichen. Das Gleiche für LinkedIn auch. Habe ich mir ein bisschen Zeit rausgenommen, einfach Content on hand zu haben. Also einfach ready zum Veröffentlichen. Ich habe dort immer ein bisschen gestruggelt, wie es mich positionieren. Aber ich denke, ich mache heute den Hauptteil über meine LinkedIn-Vergangenheit, über meine LinkedIn-Learnings und wenn ich jetzt vorhabe, das Ganze ein bisschen anzugehen. Letzten Samstag, Sonntag, das erste Mal richtig so mit dem Gravelbike ein bisschen Trails fahren. Ich muss sagen, es ist ja, nicht zu unterschätzen, es ist schon noch krass intensiv gewesen. Ich habe mich halt dann extrem verkrampft beim Trails fahren, weil man sich nicht gewohnt bin, dass hier alles immer rutscht und so. Es war noch leicht nass am Boden in den schattigen Teilen und so. Und ja, am nächsten Tag wirklich Muskelkater gehabt in den ganzen Armen, in den Schultern, im Nacken. Mittlerweile geht es wieder. Aber das ja, ist schon nicht ohne gewesen. Ja, und jetzt in dieser Woche gestern von Bern gefahren, vom Arbeiten. Und es ist auch immer fleissig das schöne Wetter am Ausnutzen. Jetzt heute, wenn ich das hier abgedreht habe, geht es dann auch noch eine Runde aufs Velo. Vielleicht aber nur so allgemein. Ich bin mega happy mit dem Feedback, das ich so bekomme zu den ganzen Veröffentlichungen von Reels und Bildern etc. Macht wirklich Bock,
Bin jetzt heute Mittag gerade wieder mit 2 Kollegen gegessen und gestern, habe ich auch schon mit einem Kollegen getroffen, mit dem Sven, den ich schon seit mittlerweile über 10 Jahren kenne. Wirklich, wir haben zusammen die Lehre gemacht und alles. Und ja, einfach positives Feedback von diesen Personen zu hören, ist immer schön und bedeutet mir meistens mehr als irgendwelche Klicks und Views und whatever. Genau. Und schlussendlich eben, was, was mir am meisten wichtig ist oder wo ich am meisten Fokus drauf lege, ist einfach, dass ich den Spass behalte beim Produzieren, um einfach einen langfristigen Output können zu gewährleisten. Weil an dem jetzt immer gescheitert in der Vergangenheit, dass ich einfach nicht konsistent produzieren konnte, weil es einfach anstrengend ist, wenn man sich immer wieder ja, nicht verstellt, aber ich habe mich dann damals auch nicht verstellt, aber ich habe schon noch mehr darauf geschaut, wenn ich mich gebe, wenn ich Sachen ausdrücke. Ja, gewisse Projekte gegen austragen. Und jetzt ist einfach so ein bisschen mehr so, let's go, schauen, wo es hergeht. Wo es hergeht, bin ich auch gespannt auf LinkedIn, weil bisher ist es noch nirgends hergegangen. Ich habe 2018, also sogar noch früher, wirklich aktiv angefangen mit LinkedIn zu bewirtschaften. Dann ist recht Hype, würde ich mal sehen, während so Corona, wie fast mit jeder Social Media Plattform. Und ich habe wirklich ein paar Kollegen gehabt, also sind immer noch Kollegen, aber die haben wirklich den Grind komplett ausgenutzt und dort richtig Daily Posts rausgehauen und extrem können ein Netzwerk aufbauen. Auf LinkedIn sind die meisten immer noch am einfach konsumieren und nicht am Posten. Aber ich würde sagen, das macht den Aufbau von Reichweite immer noch einfacher als auf einer Plattform wie zum Beispiel Instagram, wo deine Mami Blumenbilder postet, whatever. Aber dort hast du halt einfach viel mehr Content, wo die Leute überflutet. Genau. Ich habe mir jetzt wirklich LinkedIn auch noch ans Herzen genommen, wirklich noch einmal geschaut, wenn ich mich dort aufstellen, weil ich in der Vergangenheit immer ein bisschen das Problem hatte, dass es alles so ein bisschen gestellt hat müssen wirken oder immer so ein bisschen, hey, schau mal, ich habe hier und hier doziert und schau mal, was für kranke Projekte das ich umsetzen konnte und schau mal, das sind meine 5 Tipps für, wie dein Leben so geil kannst machen wie meins. Das hat bei mir funktioniert, wie wird es bei dir auch funktionieren? Du weißt, was ich meine, einfach so Zeugs. Ähm, und ich habe mir lange überlegt, oder ich habe lang mir diesen Content als Vorbild genommen, weil ich gedacht habe, das sei der einzige Content, der auf LinkedIn funktioniert. Glaube aber, dass ich mit dem immer komplett falsch beglege. Ja, oftmals, dann halt einfach, weil ich keine Lust auf die Plattform hatte und keine Freude am Inhalt, habe ich einfach irgendwelche Sachen zusammengedreht mit ChatGPT, summarized und das dann als Post aufgeladen. Und ist das Resultat meistens ziemlich ernüchternd gewesen, was schlussendlich die, die Freude am Kreieren von Inhalt auf LinkedIn nicht gerade sehr gefördert hat. Jetzt der neue Approach ist einfach wie auf allen anderen Social Media Plattformen, die ich momentan bespiele, mit Authentizität, Authenticity 10 Punkte. Und ja, einfach ein bisschen mehr rauszulassen. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht, also es ist jetzt die erste Woche, wo ich mal wieder so ein bisschen aktiv gepostet habe. Aber ich habe das Gefühl, die Posts, die ich vorbereitet habe, sind immer noch nicht ganz dort, wo ich sie will, von der Authentizität her. Super schwieriges Wort. Ähm, aber es kommt immer mit der Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich auch wieder so eine Sache von Trust the Process. Ich meine, jetzt hier vierte Folge Podcast. Und ich fühle mich auch schon wieder krass sicherer als bei der ersten Folge. Ja, es ist halt einfach, umso mehr, dass man etwas macht, umso besser wird man. Practice, practice, practice. What a surprise. Ja, jetzt probiere ich 2-mal Woche auf LinkedIn zu posten.
Ich glaube, das ist mal gut zum Starten. Nicht gerade zu übertun und einfach mal ein bisschen zu probieren, wie so die Resonanz ist. Und werde die sicher auch updaten, wie das Ganze ankommt. Was ich so ein bisschen als Game-Tipp gehört habe im Moment, ist Videos zu brauchen auf LinkedIn. Das ist bisher immer nicht so ein grosser Punkt gesehen, oder wenn, dann im Format 1:1 oder irgend so etwas, oder immer dann, wo ich noch früh gepostet habe. Und jetzt folgen sie wahrscheinlich so ziemlich jeder Plattform da draussen und integrieren, glaube ich, auch 9:16 Content, also Hochformat, so Real-Zeugs. Nimmt mir gerade Hunger. Ah ja, genau, ich habe ja sogar heute Morgen, ein Video aufgeladen. Und zwar hoppla, eins von der Rotstoren-Kampagne. Sonst gerne mal vorbeischauen und gerne noch Feedback geben, wenn du irgendetwas siehst in meiner LinkedIn-Bio, whatever. Ich habe es jetzt, bevor ich wieder ein bisschen gestartet habe oder mich dafür entschieden habe, wieder Gas zu geben, habe ich ein bisschen durchgeschaut, optimiert und so, aber ich habe immer das Gefühl, so LinkedIn, das ganze Interface ist einfach zu überladen. Man fühlt sich fast ein bisschen wie irgendwie Meta Business Suite, wo man echt komplett überladen ist mit Sachen oder auch Facebook Page oder irgendwie so. Ähm, Finde ich schon nicht gerade so, macht die Plattform auch nicht gerade so attraktiv. Genau, aber ja, Videos sicher auch wieder ein Punkt, wo man es ein bisschen einfach macht zum Content posten. Wo du einfach nicht 1:1 Sachen recyceln, weil ich glaube, das funktioniert langfristig nicht. Genau. 16 Minuten aufnehmen. Ich finde es immer hure schwierig. Das ist das, was ich im Podcast am schwierigsten finde. Irgendwie ein bisschen Struktur reinzubringen und irgendwie ein bisschen Mehrwert zu bringen. Weil ich finde es nice, so der erste Part ist immer extrem einfach. Einfach ein bisschen erzählen, was so momentan abgeht. Dann der zweite Part, so mit dem Mehrwert bringen, da denke ich mir immer so, also eben irgendwie, wo die schon ein bisschen so mit Geschichten und Erfahrungen, die ich erlebt habe, ja, einfach halt Learnings, die ich persönlich habe für mich erzielt, mit dem etwas mitgeben und nicht einfach irgendwie eben ChatGPT, hey, gib mir irgendwie eine Liste von Facts über LinkedIn oder so und dann die abbeten. Also ich nehme an, jeder weiss hier, wie man ChatGPT braucht. Und sonst kann ich dann auch mal ein Video machen auf YouTube oder so, wie man ChatGPT sollte brauchen und wie man Prompts, bis es geht, nicht mehr kann optimieren für richtig krasse Ergebnisse. Genau, aber jedenfalls, wo die halt nicht den Podcast von ChatGPT schreiben und möglichst authentisch einfach Inhalt rauslassen. Aber trotzdem zum Strukturieren und zum mich vorbereiten, ja, müsste ich glaube ich auch noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Ich merke dann immer so, okay, es ist Donnerstag, ich muss heute durch den Tag noch den Podcast aufnehmen. Meistens tun wir unter die Woche schon immer so ein bisschen in die Notizen reinschreiben, hey, das könnte noch interessant sein, das wäre vielleicht noch ein interessantes Thema. Aber am Donnerstag hocke ich dann da und denke mir so, ja, was nehme ich jetzt? Was soll ich überhaupt genau in diesen Themen sagen? Weil meistens ist es wirklich nur ein Stichwort. Aber ich glaube, vor allem auch mit Gästen wird sich das näher krass ändern. Übrigens auch der Sven, mit dem ich gestern kurz Mittagessen, er hat auch schon geschrieben und auch schon gesagt, er fände es sehr geil. Wir glauben, wir haben beide einen ähnlichen Werdegang, sind beide irgendwo jetzt selbstständig. Er ist Teil von Solved. Sie die ja, verschiedene Weblösungen umsetzen. Ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig gesagt. Und ja, dort echt mal einen Austausch zu haben, wo wir auch natürlich eben jetzt zum Beispiel bei einem Lunch gestern hatten. Wäre sehr cool. Ich habe wie jede Woche natürlich meine Top 3 Facts, Knowledge, meine Insights zu Social Media vorbereitet. Und zwar hat er 3 Creator mitgebracht, wo ich einfach den Werdegang so heftig krass finde. Der erste, also es sind keine unbekannten Creator, ich glaube jeder kennt die. Der erste, Mr. Beast. Momentan einer der polarisierendsten, grössten Creator auf der Welt.
würde ich mal so behaupten. Er hat angefangen mit irgendwelchen sinnlosen Videos als Schüler, wo er irgendwie auf 100'000 zählt. Also einfach wirklich ein mega sinnloses Video, wo er einfach, ja, auf 100'000 zählt. Mir geht es gar nicht zu erklären. Der hat einfach den Content so spezialisiert und so gepusht und so optimiert mit dem Team immer und immer wieder, dass er jetzt Millionen macht und die vor allem auch in coole Aktionen an Communities zurückbringt. Von dem her, Big Up zu ihm. Sicher auch ab und zu mal hier und da Shitstorms erlebt, aber ich glaube, in dieser Größe ist das unvermeidbar. Der zweite Creator, den ich mitgebracht habe, ist KB Lame, TikTok-Star. Ich glaube, er ist auch jedem irgendwie ein Begriff, oder er muss sicher, wenn man seine Videos sieht, dann ja, weiß man genau, was ich meine. Er ist während der Pandemie ist er arbeitslos geworden. Hat, glaube vorher irgendwo im Gastrobereich in der Küche gearbeitet und hat dann mit diesen Videos, wo er eigentlich ohne Wort einfach ja, gewisse Situationen erklärt hat, ja, viral gegangen und hat jetzt irgendwie Collaborations mit Boss und ganz anderen krassen Brands. Ich kann dir gerade nicht alle aufzählen, schaue aber noch schnell nach. Genau, Hugo Boss, dann Fortnite, ja, Creator Nummer 3 hat mich auch sehr beeinflusst und geprägt, ist Casey Neistat, Amerikaner, der die Vlog-Welt geprägt hat. Ist immer ein Problemkind gewesen, ist dann aus der Schule geflogen, hat mit seiner Frau, Ex-Frau, relativ früh ein Kind bekommen. Das ist dann vom ländlichen Amerika in die grosse, weite Stadt auf New York gezogen und hat dann dort den Durchbruch eigentlich gehabt. Genau, und dann hat er angefangen mit Daily Vlogs, wo er Storytelling wirklich komplett alles auseinandergenommen hat. Viel mitgenommen, dass man zum Beispiel mit visuellen Unterstützung, wie schon einem Stift und Blatt Papier oder so, viel kann rausholen kann. Und ja, für viele, glaube ich, auch Inspirationsquelle Nummer 1 gewesen, was den Start von einem Vlog anbelangt. Das wäre zu den 3 Social Media Insights. Ich muss immer noch einen Titel finden für das Ganze. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Und dann hätte ich gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, maybe schon mit dem ersten Gast. I'll keep you updated. Also, beziehungsweise, wenn es rauskommt, dann siehst du es. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Genießt die Sonne und bis gleich.